Ich weiß, ist nichts Neues. Oh mein Gott, hey. Willkommen, Freunde, zum Let's Play von Star Wars Battlefront 2 Kampagnenmodus wieder mal. Im nächsten Anlauf hier Kurs beschützen, etc. etc. Man kennt sie bereits. Eliminieren. So, der wird hauen. Triebwerke zünden! Schön erwischt. Wo sind die anderen? Da ist noch einer gewesen. Wow. Aua! Wieso schießen die auf mich? Eine doofe Frage, aber wenn ich auf die schieße, warum sollen sie denn auf mich schießen? Sag mal! So. Jo! Zumindest bisher. Kann sich noch ändern. Hui, da fliegt da einer. Piu, 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 piu. Du kommst mir nicht! So. Ja, viele fehlen nicht mehr. Der Corvus geht's einigermaßen. Ich weiß, Aiden, ich weiß. Jawohl. Bisschen kurzfristig das Ganze und tschüss. Auf Moss. Danke. Ja, Mist, fast gehabt. Hätten fast gehabt. So. Hask, Statusbericht. Wir haben die Rendezvous-Koordinaten, aber die Triebwerke laufen noch nicht. Ja, ich sehe es. Miko, wir schalten die Bomber aus. Schade. Hätte es noch die Bomber sein? Nee. Das sind Bomber. Die normalen Flieger. Kehrtwende! Ich brauche Hilfe bei diesen Bombern. Geh doch mal, so. Der Abschuss geht an dich. Wir können nicht gegen die Y-Flügler bestehen. Aber wir können es versuchen. Ui! Stirb doch mal! So geht das. Alter. Da wo ist das letzte? So. Triebwerke Uh! von Commander. Alter! Auf meinem Scanner sind noch mehr Bomber. Meine Fresse, wie viel denn noch? Ah, da unten. Servus! Irgendwie ist damit Zielen schon ein bisschen schwieriger. Ui. Noch kurz ein bisschen abkühlen. Mann! Ist ja viel zu nah dran. Noch so ein Bombenangriff und die Corvus ist erledigt, Commander. Das gibt's doch nicht. Nicht schon wieder. Mann! Also teilweise ist es echt nicht so gut. Das ist echt ein bisschen, Agent Hask, naja. wir nähern uns der Corvus. Wie ist der Stand Ja, da der oben ist sie. Triebwerke? Ioneninjektoren bei 60%. Ich leite Schildenergie um, damit die Triebwerke zünden. Commander, Jäger im Anflug. Und Bomber. Die Corvus beschützen. Sie hat keine Schilde. Einer schon mal down. So, zweiter geht auch. Die Bomber Dritte ist starten auch down. ihren Angriff. Jüp. So. Nicht schlecht. Das wäre auch erledigt. Danke. Aua, aua. Das darf nicht treffen. Was treibt ihr da? Na egal. Aua! Zerlegen die Corvus. Ja, ich merk's.
ist schon interessant, was? Trümmerfeld durchfliegen oder streifen darf ich nicht. Aber ein gegnerischen Y-Flieger oder X-Winger, keine Ahnung, wie genau heißt. Nee, muss Y sein. Uah! Aua, aua, ich verliere ziemlich viel. Aua, aua. Wir können nicht gegen die Y-Flügler bestehen. Doch, das können wir, das können wir. Ich würde sagen, wo ist eigentlich der letzte? So. Hask, Statusbericht. Wir haben die Rendezvous-Koordinaten, aber die Triebwerke laufen noch nicht. Sie bekommt Zeit. Nico, wir schalten die Bomber aus. Schild auf Maximum. Das war der falsche! Nein, den wollte er gar nicht. Fuck. Das lief jetzt mal nicht so geil. Ich brauche Hilfe bei diesen Bombern. Den wollte ich. So. Noch so ein Bombenangriff und die Corvus ist erledigt, Commander. Was glaubt ihr, was ich hier eigentlich tue? Wow! Nein, nicht schon. Alter! Es ist aber unglaublich. Es ist nie so, dass ich irgendwie versagen würde, die Corvus zu beschützen, so etwas. Nö, es endet immer damit, dass ich irgendwo dagegen fliege. Agent Hask, wir nähern uns der Corvus. Wie ist der Status der Triebwerke? Ioneninjektoren bei 60%. Ich leite Schildenergie um, damit die Triebwerke zünden. Watcher, Watcher. Jäger im Anflug. Und Bomber, die Corvus beschützen. Sie hat keine Schilde. Keine Schilde sind wenige Schilde. Wow! Alter! Nachbrenner, Informationen, Teiljäger, Fähigkeit. Ja, aber jetzt keine Zeit dafür. Direkt das Fenster. Komm her, du. Oh, die Corvus, nicht wieder reinfliegen. So. Der Abschuss geht an dich. Jo, ich weiß, so bin ich halt. Die Bomber starten ihren Angriff. Staffel zerstören. Ja, wir sind Y-Flieger. Flügler. So. Jo, fällt bloß noch einer. Muss man hier ganz kurz Trümmerfeld weg. So, ich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht. Aua! Aua! Das tut jetzt aber doch ein bisschen weh. Ja, ist gut, ihr mögt mich nicht. Ich euch auch nicht, Rebellen! Egal. Geht doch. Hask, Statusbericht. Wir haben die Rendezvous-Koordinaten, aber die Triebwerke laufen noch nicht. Sie bekommt Au, Zeit. au. Nico, wir schalten die Bomber aus. Seid kein einziger von denen. Jupp. Nein, 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 nein. Commander, ich brauche Hilfe bei diesen Bombern. Bin doch schon da! Jägerbomber zerlegen die Corvus. Wir können nicht gegen die Y-Flügler bestehen. Wieso nur noch einer? Also theoretisch. Triebwerke fast bereit, Kommando. Nee, ernsthaft. Agent Hask, wir nähern uns der Corvus. Wie ist der Status der Triebwerke? Ioneninjektoren bei 60%. Ja, ich glaube, es ist jetzt Zeit zum Schneiden, wa? So, jetzt. Kein Absturz, okay. Seltsam, was da vorhin da war. Jo, dritte Runde. Die wir vorhin gerade gesehen haben. Oder habe es vielleicht. Nee. Ich habe gerade etwas anderes zusammengeschnitten, weil jetzt war ich doch relativ schnell dabei. Aber nee, come on. Nein, ah, Alter. Scheiß Trümmelfeld. Trümmerfeld, nicht Trümmelfeld, Trümmerfeld. Oh, hier werden die Corvus reinfliegen. Wir können nicht gegen die Y-Flügler bestehen.
Aber wir können es versuchen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ach nee, war ja der Spruch der Rebellen. Einmal. Überall verteilt oder was? Ja, so ist schon ein bisschen schwierig, die Rebellen zu erwischen. Noch ein Bombenangriff und die Corvus ist erledigt, Commander. Aua. Die Triebwerke laufen jetzt, Commander. Perfektes Timing. Agent Miko zu Corvus. Ich bin direkt hinter ihm. Commander Versio, befehlen Sie Ihrem Schiff den Rückzug und kommen Sie dann auf die Schnitter. Sir? Geheimbefehle, Commander. Ich weise Sie persönlich ein. Ja, Admiral. Inferno-Trupp. Der Admiral und ich stoßen später dazu. Verstanden, Commander. Die Schlacht von Endor. Sie wollten mich sehen, Sir? Nur zu. Der Imperator ist tot. Und was passiert jetzt? Wir schlagen zurück, Commander. Das Imperium wird die Wurzel des lächerlichen Selbstvertrauens der Rebellen mit Stumpf und Stiel ausreißen. Sag mir, Aiden, was ist die Quelle Ihres Glaubens? Hoffnung. Korrekt. Die Präsenz des Abgesandten ist eine Ehre. Eine, die ich mit meiner Tochter teile. Admiral Versio, Operation Asche muss sofort beginnen. Widerstand, Rebellion, Ungehorsam. Dies sind Konzepte, die keinesfalls weiter bestehen dürfen. Sie sind lediglich eins der Werkzeuge, die diese Ideen tilgen werden. Ja, das ist mein Abgesandter. Er wird Ihnen den Weg zu Ihrem Ziel weisen. Operation Asche ist der letzte Befehl des Imperators. Und der erste Schritt in eine neue Zukunft. Inferno ist unerlässlich für unseren Erfolg. Was ist das Ziel? Sie sind nicht verifiziert. Die Information kann warten. Vorerst. Das hier ist ein nächster Auftrag. Er ist ungewöhnlich. Aber es sind auch ungewöhnliche Zeiten. Los, Commander. Tu, was du am besten kannst. Zur Vorbereitung auf Operation Asche wurden wir zur Fondor-Werft beordert. Agent Hask, Sie und ich beschaffen experimentelle Satelliten für den Sternenzerstörer Dauntless und sorgen für die Sicherheit von Moff Wraith. Agent Miko, Sie haben die Corvus. Fondor, imperiale Werft. Commander, die Satelliten wurden gesichert. Gute Arbeit. Moff Wraith hat berichtet, Operation Asche kann laufen wie geplant. Was ist der Plan, Commander? Den Sternenzerstörer sichern.
Operation Asche muss geheim bleiben. Faszinierend. Feindliche Korvette ab. Gehe auf Position. Da fragen wir sich natürlich Operation Asche. Gut, Sidious hat es natürlich vorausgesehen, beziehungsweise hat noch einen Plan B in der Rückhand. Ja, wie auch immer. Hat noch ein Ass im Ärmel. Für den unwahrscheinlichen Fall der Fälle, dass er doch sterben sollte. Die Frage ist, ob das nun wirklich die Geburtsstunde der ersten Ordnung ist. Ganz schön was aus. Dreckige Rebellenschiffe! Aua. Operation Arsch, wir kommen bloß auf so einen Namen. Aua! Na, du, der ist da oben. So. Blockadebrecher zerstört. Commander Burst, hier spricht Moff Wraith. Die Ionenkanonen der Rebellen haben die Dauntless deaktiviert. Commander, ein paar Rebellentransporter sind unterwegs zur Dauntless. Transporter? Sie wollen mein Schiff. Vernichten Sie sie, bevor sie mich erreichen. Haben Sie verstanden? Ja, Sir. Aber ich... Oh, Jäger, ist ja unser. Angriff auf die Rebellentransporter. Hindert sie daran, an Bord der Dauntless zu kommen. Ich schalte sie dann aus. Ah! Lichtgeschwindigkeit. Greife feindlichen Transporter an. Er versucht auszuweichen. Ah, ich seh's. Wo er an Bord kommt. Niemand entkommen hier. Einer weniger. Noch immer zwei die Station ab. Halten Sie sie auf, bevor sie auf mein Schiff kommen. Alles in Ja, ja. Agent Hart, mir nach. Ja, Commander. Es lebe das Imperium! Kein Problem weniger. Schade. Fast komplett erwischt. So. Wow. Das war auch ein bisschen knapp. Ich weiß, ein bisschen langsam. Wo ist der andere? Der ist da. So. Rebellenschiff zerstört. So wie sich's gehört. Wobei ich mich ja immer noch frage, ja gut, das ist natürlich mit Episode 7 bis 9 war quasi das neue Universum, weil das Extend-Universum, das Original, das heißt Original, das alte noch, was früher mit Comics und so weiter fortgeführt wurde mittlerweile ja für nichtig erklärt, sprich, dass es nicht mehr Kanon ist. Jetzt haben wir das Kanon-Universum mit dem Episode 7 bis 9. Und ich frage mich halt, wie kam es dazu, dass aus den Rebellen nachher der Widerstand wurde? Die Dauntless muss ihre Energie wiederherstellen. Wir müssen diese Ionenkanonen ausschalten. Ja, Commander. Dann dezimieren wir die Rebellen. Bei allem Respekt, Sir. Sobald Ihre Systeme online sind, sollten Sie mit den Satelliten abziehen. Feigling? Nicht in Frage. Agent Hask, feindliche Jäger nähert sich. Schon wieder zu Agent Task vorstoßen. Ja, weil ist ja so, wenn man jetzt mal, wir sind jetzt eigentlich noch bei Episode 6, mehr oder weniger. Und wenn man natürlich mal in Betracht zieht, dass der Imperator ist tot, Vader ist tot, Commander, ich werde verfolgt. Feindlicher Jäger. die Rebellen, ja, haben sie gesiegt, ja, eigentlich noch nicht. Die Anführer sind tot, ja, aber ist deswegen alles für den Arsch. Deswegen war jetzt alles beendet. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war ein bisschen der Fehler damals. Commander Versio, er ist noch da. Sie schlucken den Köder. Ich habe Sie im Visier. Ja, glaube ich eben, dass sie damals ein bisschen... Alles klar, Agent Hask. Danke für die Hilfe, Commander. Zeit, die Ionenkanonen auszuschalten. Jo, Klar, Commander. Der Hangar ist frei. Ich gehe auf das feindliche Schiff.
Hask, auf mein Kommando stoßen Sie zu mir. Bis dahin decken Sie die Dauntless. Ja, Commander. An Bord gehen, cool. Und wie mache ich das konkret? Ja, wenn man es vor allem mal vergleicht mit Episode 8 oder... ist natürlich doof, da darf man viel sagen. Oder Episode 7, da kann man es einfach gut vergleichen. Episode 7 ist ein guter Vergleich. Nee, mach nachher. Ersten Rundflug. Mal Episode 7, was der Widerstand an Schiffen hat oder an Mannschaft. Wow. Im Vergleich mit dem, was die Rebellion hier noch hatte. Das ist ein himmelweiter Unterschied. So quasi, als wäre die erste Ordnung quasi mächtiger als Imperium gewesen. Was natürlich Bullshit wäre. Aber, ja. Naja, wir müssen gerne mehr darüber erzählen, aber offenbar lässt man mich hier nicht. Aua. Jo, also aber so. Aua. Was ist denn das? Starkstrom. Oder was? Nein! Was ist jetzt los? Wieso verliere ich Energie? Warum? Ja. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die Rebellion da wohl am Ende von Episode 6 sagt, ja, das ist alles vorbei und so weiter, müssen uns nicht mehr anstrengen. Und sie dadurch durch ihre Nachlässigkeit halt zugelassen haben, dass die erste Ordnung geboren wurde. Und ja, was bei Episode 7 geschah, wissen wir alle, dass da ziemlich viele Planeten draufgegangen sind, vor allem der Republik. Und daher, ja. Ich kriege euch alle! Droide, Tür öffnen! Kuckuck! Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck! So. Wobei es ja bisher eigentlich für das Imperium noch ganz gut läuft, wa? Wo muss ich eigentlich, wenn ich mal fragen darf? Sekundärfeuer. Ah. Sag mal. So. Agent Hask, der Weg durchs Schiff ist frei. In der Waffenbucht vor mir. Verstanden. Bin unterwegs zu Ihnen. Hm? So. Scan die Gegend. Und dann so ein paar. Kuckuck! Die sind irgendwie sauer auf mich. Ich verstehe gar nicht warum. Ja, habe ich gerade gemacht. Sekundärfeuer.
Scan die Umgebung. Ja, mach die Tür auf. Oh, nicht gut, nicht gut. Die Musik. Gefahrenanalyse. Oh oh. Seh nichts mehr, seh nichts mehr. Aua. Elektroschock, mach schon. Hallo? Komm schon, so jetzt. Suche nach Gegnern. Okay, darunter muss ich. Wow. Droide, Jetzt. überlade die Kühlzellen. Das schaltet die Kanonen an. Komm an. Achso. Ich brauche Deckung. Sobald die Kühlzelle freiliegt, zerstöre ich sie. Das schaltet die Kanonen ab. Verstanden. Da, der Feind. Der Feind! Wo? Wo ist der Feind? Aua! Feind, wo ist der Feind? Armer Hirndroide, ich seh nichts mehr. Ah, da unten seid ihr. Droide, deaktiviert. Aua. Aua. Alles okay? Ausgezeichnet. Die zweite Zelle gehört Ihnen, Kommando. Das freut mich umso mehr. Kann ich die Waffe eigentlich switchen, war genau auf das wieder, oder? Ist ja nicht schlecht, war? Naja. Nahkämpfer, Thermaldetonator, sehr schön. Es passt ja auch perfekt, weil ein Part sowieso beenden muss. Freunde, ich sage nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Nächste Part werden wir uns also da wieder ein bisschen anstrengen müssen mit einem Versio. Das Problem ist halt, wenn ich da die Waffen noch nicht genau kenne oder sehe und mir denke, oh, ja gut, mal ausprobieren und es ist relativ dunkel, ich sehe nicht gerade sehr viel, dann kann so ein Malheur schon mal passieren. Egal. Jo, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.